Also erstens muss man den Status von den interaktiven Spielbornen besonders im Bereich von Horeca klar regeln. Wir müssen definitiv festlegen, was legal ist und was nicht. Aber wir brauchen wirksame Kontrollmechanismen für gegen illegale Apparate vorzugehen. Zweitens brauchen wir klare Kader für Online-Spieler. Wir müssen Plattformen reglementieren, Lizenzen aus den unseren Operateuren und als Moyen geben, für gegen illegale Webseiten vorzugehen. Dabei müssen wir auch spezifische Regeln für digitale Sportswetten und Lootboxes ausschaffen. Drittens ist der Schutz von den Spielern zentral. Wir müssen Limite setzen, Identifikationssysteme aufhören und Programme entwickeln, die problematische Spielverhalten erkennen und den Menschen helfen, die so ein ungesundes Spielverhalten aufweisen. Heute gehört doch, dass Männer keine Aktie auf Glücksspieler kriegen. Also freizeitig wird Gefahren, wie ich es vorhin schon genannt habe, abklären. Und auch Glücksspiel-ähnliche Methoden, ich komme darauf zurück, die für Minderjährige nicht zugänglich gemacht werden. Viertens müssen steuerliche Aspekte klar geregelt gehen, nicht nur bei den Plattformen, die Zuen abheben, aber auch dem Moment, wenn Zuen ausbezahlt gehen. Auch da gehen es heute Regelungslücken, respektive eine Grauzone, wo man einfach nicht gesehen, was geschieht, wen die substanziell Montant kriegt.